hadda waxaan galaynaa meel cusub oo noo sheegay wiishaan raacaynaa dhulka hoosta u galaynaa saxaabtayda waa soo galeen hadda waa soo wada galeen waxaan dhulka hoosta u galaynaa bitte an die Decke schauen, bitte nach oben schauen, wenn wir jetzt fahren. Okay. Oh, da ist was kaputt. 30 Meter per Sekunde. Das ist defekt. Normalerweise müssen da überall Bilder sein. Muss ich jetzt gleich vorne gehen. Aber egal. حوارها وجهه ku socdo videoga aan bedelay kaamirada difaad ka dhigay waxaan arki doonaa godadka hoose So, ich gehe die anderen noch holen. okay asxaabtayda qaaliga waxaan dhulka hoos u sii galnay intaasoo ka 100 kilomitir 360 something ku sheegaya marka hore laakiin annaga hadda waxaan soo galnay haaf kale maana gelina umaleynaa wali wiishka waxbaa noo dhiman lambarku noo taabtay waa qayb dhan meeshaan haddii wadalka ugu dhigto ama qadiinka fideoga hore lagaa sheekeeyey baal yaroo la qaato dhinac la gito oo hal saac iyo bar aad kaga badbaadi karta hawada aad helayso sugin aad helaysid qaabka wagii hore loo samayn jira waa kuwaasaa waxaan ku leeyahay waxaan wax ka aqaamaha waan lagu sheekeynayaa marka asxaabtayda qaaliga waxaan leeyahay waa inoo facebookga live aan soo geli lahaa laakiin meesha antena lahayn markaas darteed live ma soo geli karin asxaabtayda wax kasta oo yimaado waa arki doontaan ilaa hoosaan tegaynaa fiidiyoosha idiin soo duubana si nadiif ah clear ah HD camera aan idinku soo gudbinayaa ila socda baryaha xamaasadda kacsanee dalxiiska badanee ma fahanteen meesha markaad timaad maqaayadeeda keliya halkii qaadada aa u fadhiisanaysid waa qaadada keliya €120 aa miiska saare waliba aan lacagta sama bixina mutakabirna ma yihi laakiin shirkaddaa dhiibtay Der oben im Leerbergwerk Anna 3. Man sieht hier, wie so eine Strecke vorangetrieben wird. Man muss, um an die Kohle zu kommen, eine Strecke vorantreiben. Und das macht man, indem man gesprengt hat. Man hat also Löcher in den Fels gebohrt. Diese Löcher wurden dann mit Dynamit gefüllt. Und dann wurde eine Explosion ausgelöst. Und dann hatte man einen sogenannten Streckenvortrieb. Das Material, was dann übrig blieb, das hat nichts mit Kohle zu tun, das ist nur Felsgestein. Das wurde dann mit solchen Maschinen nach hinten gebracht zum Schacht und dann nach oben. Und das Material liegt heute auf unseren sogenannten Kohlenbergen. Wir haben ja hier überall diese Berge. Jetzt sieht man, wie der Sprengmeister ruft, es brennt, und dann wird gesprengt. Ja, die mussten sich dann in die Deckung bringen. Wenn dann der Staub weg war, wurde das Gestein nach oben gebracht. Und man hat zum Beispiel an der Bergerhalde hier am B57 Richtung Aachen, da hat man 1850 schon angefangen. Und wir haben eine zwischen Alsdorf und Herzogenrath. Da hat man 1964 angefangen und die kann man auch besteigen. Wunderschöner Blick von da oben. Lohnt sich also da mal drauf zu gehen. Und wurde das denn mit der Schaufel? Wurde das mit der Schaufel? Also das wurde, man muss ja an die Kohle kommen. Und deshalb muss man Strecken machen. Und das Gestein, das hat natürlich gehindert. Und das musste dann nach oben. Ja, aber wenn das so liegt, das sagt ja mit der Hand oder Nein. Das war zum Beispiel hier ein Überkopflader. Wenn Sie da unten mal gucken. su-aalaha la weydiiyey su-aashii ku jawaabay laakiin dadka fahmaya wuxuu yidhi soo baxa fiiriyo yidhi soo shaqaynaysa dhagaxa meesha ka soo baxay may ay dheheen Dann ging das da hier, hat das hier voll gemacht und dann wurde der Wagen da reingefahren. Das machte man, ganz früher hat man das mit der Hand gemacht, aber heute wird das alles gacanta dadka lagala dambeeyo dhagax
dhagaxaanta laga weydiiyey waxaa dhagaxaanta meesha kasoo baxa miyaa la yidhi shaqadaas markii labaad kasoo baxayo mayo yidhi dhagaxaantan waa keed iska yaallo hadda laakiin dhagaxaanta berigii hore waxaa samayn jiru yidhi tareenkan yariiska ah lagu soo guri jiray tareenkaa bixin jiray wixii dhagaxa kor ayuu gey So jiray ineinander gleich. Wenn der Berg drückt, dann gleichen die so ineinander. Wir gehen gleich noch in ein Bergwerk, das ist mit Holz ausgeführt. Gehen wir gleich. 160 mitir ayaan hoos soo degnay Ja, ja, das ist. Also die Bögen können hier und da oben so ineinander gehen. Wenn der Berg der Bögen. Jetzt geht man dahin, wo die Kohle abgebaut wurde. waxaan loo wadaa katiinkii waxaa isku xiri jiray alaabta gacanta lagu soo bixin jiray So, ya da unten, da sitzt der Jupp, der heißt Jupp. Der Jupp ist da. Der Jupp sitzt da und der arbeitet mit einem Pickhammer. Damit arbeitet er. Links ist die Kohle ninkaas meesha fadhi faalsa waaye und dann pickt er die Kohle ab. wuxuu ku shaqayn jiray Und garaadka neben dem Jupp gacanta xoog saßen badan andere Leute oder standen andere Leute. akaada sawirkiisa Schaufel. dhigan nin jira maaha Die haben dann mit Schaufeln die Kohle hier drauf gefördert und dann ging das raus aus dem Streb. So ein Streb ist 300 bis 400 Meter lang. afar Und boqol da mitir standen ayuu 50 Bergleute mit. Die haben dann gearbeitet. Man sieht, der arme Jupp, der muss kniend arbeiten. Es gab aber auch Strebe, die waren nur so hoch. Da kroch der Bergmann rein und er hat dann die ganze Schicht liegend gearbeitet. Und oft ist was von oben runtergefallen. Da war der Bergmann tot oder ihm fehlte ein Arm oder ein Bein. Das ist natürlich sehr oft passiert. Viel Muskelkraft, ka yaqaanaa maaha viel Personal. Und wenn die Kohle dann hier weggenommen war, dann rückte man mit dem Ganzen 1 Meter weiter nach hier und da fing das ganze Spiel wieder von vorne an. Und da, wo man schon die Kohle rausgeholt hat, da hat man dann Stützen genommen, Stempel, damit das Gestein nicht runterfällt. Aber nachher hat man diese Stützen weggenommen, weil man die noch mal benutzen wollte. Und dann stürzte das ein. Das nennt man im Bergbau alter Mann. Und da waren auch Hohlräume drin. Und die setzen sich auch nach oben fort. Und hier in unserer Gegend gibt es dann auch sogenannte Grubenschäden. Das heißt, Häuser sinken ab, Häuser bekommen Risse, Häuser stürzen ein, weil unter diesen Häusern dann Hohlräume entstanden sind. Und das muss natürlich beobachtet werden. So hat man gearbeitet bis in die 1970er Jahre. Danach wurde das moderner. Man hat neue Werkzeuge erfunden. Und die haben dann dem Bergmann geholfen bei der Arbeit. Dann brauchte man in so einem Streb nur noch 2 Leute anstelle von 50. Und diese 2 Leute haben 10-mal mehr Kohle rausgeholt, weil diese Maschinen dem Bergmann geholfen haben. Und die sehen wir im nächsten Raum, diese Maschinen. wuxuu yidhi laba qof oo hoos ku jiri jirtay haddii mashiinka wax soo saaraya katiinkaas iyo ku halaabo labada qof aa soo jiidi jirtay hadda waxaan sii gelaynaa qayb kale oo hor leh maasha allah marka nala socda asxaabta nala socda nala socda nala socda nala socda soomaaliya weligeed heerkan gaari mayso kan waa wiiskii oo lagu shaqeynayo Diese Maschine hier, dieser Zug, der wurde hier in Alsdorf entwickelt. Und solche Züge werden in allen Bergwerken auf der ganzen Welt werden sie benutzt. Der Vorteil ist, eine Schiene hier, die an der Decke hängt, die kann sich nicht verbiegen. Während Schienen auf der Erde, die verbiegen sich und dann kippen die Lokomotive. Das kann hier nicht passieren. Hier sieht man dann auch noch den Kohlentransport, der geht dann auch vollautomatisch. Und hier sieht man, wie die Strecken ausgebaut werden.
Ihnen helfen. Ganz früher hat man das nur mit den Händen gemacht und das war natürlich schwer. Da sieht man, wie diese Dicke eingebaut werden, damit kein Gestein runterfällt. Jetzt sehen Sie eine sogenannte Schrägwalze. Die ersetzt den Pickhammer. So eine Walze, die beschneidet die Kohle weg. Die Kohle wird automatisch dann in einen Panzerförder und so. Das wird an Decken gezogen, da braucht man nur noch 1 oder 2 Personen. Die machen das. Das gleiche gilt für den sogenannten Kohlehobel. Das ist ein Hobel wie ein Messer. Dieser Hobel, der schneidet die Kohle vom Flöß. Das seht ihr hier. Tafelkante. Und der läuft 300 Meter hin, 300 Meter zurück, 300 Meter hin. Genau, der läuft auf einer Schiene und die Messer an der Seite kann man austauschen. Damit, wenn die stumpf geworden sind, dann macht man ein Messer. Hier sieht man wieder, wie er losläuft. Und wir hatten, das war sehr sicher, den sogenannten Schildausbau. Links ist die Kohle und diese Schilde werden hydraulisch bewegt. Über eine Länge von 300 Metern steht da Schild neben Schild. Und wenn der Schild dann eingerichtet ist, dann läuft der Kohlehobel rauf und runter. Und die Bergleute stehen unter diesem Schild und haben einen sicheren Schutz. Man sieht, da hinten steht ein Bergmann. Und wenn die Schilde dann, die Kohle weg ist, werden die Schilde hydraulisch nach vorne gehen. Wir sehen auch gleich draußen noch so einen Schild. Das ist also sehr, sehr gut. Wir gehen jetzt raus aus dem ersten Bergwerksteil, man hat die frische Luft, da können wir uns mal die Maske rausnehmen. hadda waa fahanteen aan malaa meeshaan si loo jabiyey si loogu shaqeeyo makiinada biyaha ay daadinaysa waa makiina sakiin ah waxna way jaraysaa waxna way daadinaysaa hadda waxaan u baxaynaa qaybta banaanka ee dhagaxanta laga bixin jiray dalxiiska meesha lacagta kaga qaadanaya dalxiiskeeda waaye dadka inay wax bartaan makiinadii jabin jirta meesha naftirkeeda aan arkaynaa hadda waan soo duubanaynaa si ilkaha u lahayd ee biyahan u tufaysa Alle Länder waren Bergler. Die sind doch Mal richtig durchatmen. frische Luft. maanta banaanka u soo baxnay hawo fiican qaadan hawo fiican Wenn wir die hätten zu Fuß godkaana ka soo baxnay meesha wären wir arkaan doch jetzt noch da. So, hier haben wir noch so eine Maschine, die auch Strecken vorangetrieben hat. Das ist eine sogenannte Teilschnittmaschine. Der Kopf, der ist beweglich und der kann dann in jede Ecke des zu bohrenden Tunnels reingehen. Es gibt auch Vollschnittmaschinen. Da ist dieser Bohrer genauso groß wie der zu bohrende Durchmesser des Tunnels. Sie werden in den Alpen benutzt, wenn man Eisenbahntunnel oder Autobahntunnel baut. Die hat hier auf Anna 2 22 Kilometer Strecke vorangetrieben. Man brauchte nicht mehr zu sprengen. Und das war ja ein großer Vorteil, weil Sprengen sehr gefährlich ist. Da können Explosionen entstehen. Wie kriegt man so eine Maschine nach unten? Da vorne ist ein Original-Förderkorb, da wo die 11 draufsteht. Und da kriegt man die Maschine ja nicht rein. Wie kriegt man so eine Maschine nach unten? Was meinen Sie? In Einzelteilen. Alles wird in Einzelteilen nach unten gebracht und wird dann unten zusammengebaut. Und als man die dann rausgeholt hat, da hat man sie wieder auseinandergebaut und dann hier oben wieder zusammengebaut. Da hinten sehen